Herzlich willkommen allen, die hier zuschauen. Wir haben jetzt über alles darüber geredet, aber nicht darüber, wie wir eigentlich eine Begrüßung machen. Und darum ist jetzt das eigentlich völlig improvisiert. Das ist das erste Mal, wo wir das machen, dass wir zusammen hier ein Video oder Podcast. Ich habe mich noch nie entschieden, wie das Ganze so heisst. Es wird schlussendlich auch im Videotitel stehen. Ich bin Stefan Lehmann, ich bin Fotograf und mache Videos und habe gefunden, es wäre doch mal cool, wenn man auf Dialekt ein bisschen zuhören oder ein bisschen philosophieren über Kamerathemen. Wir haben ein paar rausgeschrieben und für das brauche ich natürlich jemanden, wo ich mit ihm reden kann. Und da kannst du dir mal selber vorstellen. Hallo zusammen, ich bin Marvin, ich bin Teilzeitfotograf und studiere nebenbei noch. Und ja, Stefan hat mich gefragt, ob ich mit ihm so einen Podcast mal aufnehme. Also ob er jetzt einen Podcast nimmt, das weiss ich jetzt nicht. Das hat er einfach gesagt. Ja, legen wir doch mal los mit den Themen, die wir vorgegeben haben für heute. Sehr gut. Wichtig ist vorab, schon wenn ihr am Zuhören seid, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Ähnliches seid, ihr müsst euch wirklich vorstellen, wir kennen schon noch die Teams-Meeting, die ihr alle auch kennt. Und hier nebendran noch Kameras aufstellen, die uns filmen. Dann schauen wir auch miteinander im Teams an und schauen in die Kameras. Das ist feindlich ein Gestellage an Technik. Das heisst, es kann durchaus sein, dass man im Nachhinein sagt, hey, eigentlich könnte man das noch besser machen. Wir hoffen jetzt einfach darauf, dass diese Folge genug gut wird, dass man sie nachher aufladen kann. Unser erstes Thema, wir haben ein paar Themen aufgeschrieben. Wir starten heute mal mit einem sehr bekannten oder mit einem aktuell bekannten Thema. Und zwar nennt man die, glaube ich, Premium-Kompaktkameras. Also nicht super kleine, kompakte Kameras, die jetzt eigentlich immer mehr von Handys abgelöst sind, sondern schon Kameras zwischen, sollen wir sagen, 1000 und 2000 Franken sind die, glaube ich. Also, wir können es beim Namen nennen. Ich glaube, starten tut das so ein bisschen im Bereich Ricoh GR3, Fujifilm X100, eigentlich egal welche Version. Schlussendlich hat, glaube ich, jede Mal irgendwo um 1500 Franken gekostet. Und geht dann weiter, gibt dann diverse andere Angebote und irgendwo gibt es, glaube ich, noch so eine Sony RX1. Ja, und das, wo man RX1R und so. Genau, die ist, glaube ich, sogar 3'500 Franken, aber ist im Endeffekt auch eine Edu-Kompakt-Kamera mit nicht wechselbarem Objektiv. Also eigentlich können wir sagen, die Edu-Kompakt-Kamera kann man so definieren, dass das Objektiv nicht wechseln kann. Ich weiss nicht, ob es sogar auch solche mit Zoom-Objektiv gibt. Mal, echt Deluxe von Leica müssen wir eigentlich reinnehmen, die ein Zoom-Objektiv hat, das auch nicht wechseln kann. Deluxe ist das klein. Also, das ist die ganz kleine, die jetzt die 8 neu ist rausgekommen, ja genau. Okay. Die Ricoh hat aber eine Festbrennweite, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. 18 oder 27 mm. Irgendwie so und das und ja. Irgendwo und der rum. Gut, meine erste Frage an dich, hast du eine? Nein, selber habe ich keine. Ist jetzt auch nicht gerade so mein Gebiet, so die kleine Kameras. Ich selber habe eine Alpha 7, ist ein bisschen grösser und halt auch einiges schwerer mit grossen Objektiv da. Aber du hast ein Objektiv dran, das irgendetwas zwischen 24 und 50 mm so ein bisschen in diesem Brennweitenbereich ist, wo schon eigentlich die Premium-Kompaktkameras sind. Für Videos schon, für Fotos bin ich eher bei 85 mm plus bis eher 600 mm meistens. Da mache ich in der Freizeit viel Wildlife. Ja. Okay. Also für dich hat eigentlich eine Premium-Kompaktkamera nicht einen riesen Nutzen? Nein, so in dem Sinn jetzt gerade nicht. Es ist ein interessantes Konzept, finde ich. Ich finde einfach für einfach Video zu kaufen, weil ich jetzt mehr Videos mache, lohnt sich das nicht, so eine kleine Kamera. Da kann ich einfach ein anderes Objektiv bei mir drauf tun. Und gut, zum Rumlaufen wäre es super interessant. Da interessiert mich auch zum Beispiel da die Sofortbildkameras, die sind ja auch mega weitwinklig. Mhm. Ja, ich weiß nicht, du hast schon ein paar, also einige. Genau. Ja, bei mir ist aber auch der Effekt, wenn die Leute manchmal fragen, hey, warum hast du eigentlich mehr als 2-3 Varianten, wie du mit 35 oder 28 mm kannst Fotos machen, ist halt schon auch mit dem Hintergrund, dass ich es mega gerne ausprobieren.
meine, schlussendlich habe ich immer Phasen, wo ich mal irgendwie 2 Wochen lang oder 3 Wochen oder vielleicht auch noch ein paar Tage mit einer von diesen Kameras rumlaufe. Und bei mir ist es auch noch ein bisschen speziell, durch das, dass ich eigentlich als Firma angemeldet bin, sind die Kameras ja auch nicht mir, sondern die gehören eigentlich der Firma. Das ist aber echt das Hauptargument, dass meine Frau nicht mitdiskutieren kann bei Kameras kommen. Schon noch praktisch. Das ist sehr praktisch, das kann ich also allen empfehlen, die eigentlich nur mehr mit dem Partner, mit der Partnerin möchten diskutieren darüber, wenn sie Kameras kaufen. Dann ist es durchaus eine Variante, dass man eine kleine Firma gründet und es dann einfach dort kauft. Über die eine oder andere Kamera habe ich auch schon oder schreibe ich auch Artikel. Von dem her, ja, ist sicher ein guter Vorwand, muss ich ehrlich zugeben, aber sicher auch nicht schlecht, wenn man mal ein paar in den Fingern hat. Lustigerweise ist aber gerade Rico, und da wird er schmunzeln oder lachen, wenn er das hören sollte. Der Sebastian, bekannter Hochzeitsfotograf von mir, der mega Fan ist geworden, hat eigentlich wie ich die Leica Q ausprobiert, ist mega Fan von der Fuji X100 Serie und schwärmt jetzt so fest von der Rico, dass er eigentlich sagt, Stefan, ich glaube, du musst einfach auch eine haben. Und lustigerweise ist es bei der Rico, da hast du glaube ich gesagt, du hast schon mal eine gehabt. Oder du musst schon mal eine in den Finger gehabt. Ja, in den Finger gehabt, ja. So, die gelustet mich jetzt gar nicht, weil die ist für mich eigentlich schon fast zu fest wieder eine Kompaktkamera, wo ich dann sage, mit dem Ganzen, also sie hat ein sehr cooles Feature, und zwar ist das eigentlich Zone Focusing, das heisst, du hast eigentlich nicht mehr Autofokus aktiv, sondern sie hilft dir über ein Interface zu zeigen, welcher Bereich vor dir scharf ist. Das heisst, du hast dann eigentlich, sagen wir mal, den Bereich mit Blende 4, 1 Meter vor dir plus 2-3 Meter ist dann eigentlich immer scharf. Das heisst, du kannst dann durch die Strasse, von wo auch immer du bist, laufen und kannst eigentlich so aus der Hüfte knipsen. Und später schaust du dann einfach am Handy in der App oder am PC, was da so ist, dabei rauskommt. Das ist eigentlich ein cooler Ansatz, den aber eigentlich auch bei den Leicas mit manuellem Fokus hast. Verstehe ich von dem her, dass das bei der Rico recht gefährdet wird. Und gleich muss ich dann sagen, klar, das Handy probiert dann immer zu fokussieren und dann schottest du vielleicht auch nebendurch, aber unauffällig bist du natürlich eigentlich genauso. Und die bei mir schon mal im Fotokurs waren, die werden jetzt auch alle lachen, weil ich doch schon immer sage, kaufe eine Kamera und fotografiere mit dem Handy. Aber es gibt so, es muss auch noch, ich bin ja gegen den, der sagt, die Kamera, die du in den Fingern hast, muss dir haptisch gefallen. Du musst dich mega wohlfühlen damit, du musst ein bisschen wissen, wo die Knöpfe sind. Und mit dem Handy fühle ich mich sehr häufig unwohl beim Fotografieren, weil du musst mal achten, wenn du mit dem Handy fotografierst und es nicht so typischerweise so vor dir hast. Ja. Also wenn du das Handy weit unten hast, siehst du nicht mehr richtig aufs Display, du hast es nicht mehr sicher und die Geräte sind mega teuer. Die Kameras sind eigentlich genau dafür gebaut, dass du eure komischen Situationen noch einigermaßen gut haben kannst. Gut, ich weiss jetzt nicht, ob der Rico jetzt unbedingt besser in dem Sinn ist. Weil ich weiss nicht, hat sie einen ausklappbaren Bildschirm? Ich weiss gar nicht. Ich sehe sie auch nicht. Die Rico GR3 hat meines Wissens keinen ausklappbaren Bildschirm. Die ist wirklich super kompakt. Mir ist bekannt, dass sie 2 verschiedene Varianten hat jetzt neu, wo sie entweder so einen Mistfilter drauf hat, also zuschaltbar. Ja. Das ist die HDF-Version. Ich weiss noch nicht genau, wie sie zu dieser Abkürzung kommen. Aber die HDF-Version hat eigentlich so einen Mistfilter. Man muss sich eigentlich so vorstellen, dass eine Filterlinse vorgeschaltet wird, die echt dreckig ist. Würdest du das so bestätigen? Ja, so ungefähr, ja. Aber es gibt einen coolen Look. Genau, sehr vereinfacht gesagt ist es im Endeffekt eigentlich nichts anderes als so ein bisschen beschlagene, bestaubte Linse. Kann man sich sehr gut vorstellen, wenn, so wie ich, die beim Kochen Videos oder Fotos machen, wenn sich eigentlich die Linse leicht beschlägt, so ein bisschen der Dreamy-Effekt, den es dann gibt. Ist übrigens jetzt hier auf dem Osmo auch eine drauf, und beim Osmo, also bei dieser kleinen Kamera hier, da habe ich den eigentlich immer drauf, weil da sieht die Fotos einfach so übertrieben geschärft aus, weil es einfach so ein Mini-Teil ist und ich bin mega happy damit. Aber dort muss der Mistfilter einfach immer drauf sein, weil sonst sieht es so ein bisschen, ja, schon fast ein bisschen KI-mässig aus, also so ein bisschen übergeschärft. Die andere Variante ist die mit dem Endofilter, also es hat schlussendlich dort X100
Es hat zuschaubar ND-Filter, die nicht vorne draufschrauben musst. Das ist natürlich auch mega gäbig, dass du nicht dauernd noch mitschleifen musst. Gut, ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt wert ist, sich wegen dem so eine Kamera zu holen. Es ist mehr das Thema, dass du dir fast wie nicht kannst entscheiden, welche von diesen Kameras holst du, wenn du eine möchtest. Weil bei den Leica hast wir können uns mal heute kurz voneinander nehmen. Immer ein bisschen den Timer im Blick halten, aber wir sind in guter Zeit. Man kann es eigentlich so mal voneinander nehmen, dass du sagst, du startest jetzt mal zuoberst. Also eigentlich, wenn du unnötigerweise viel Geld willst, kannst oder darfst ausgeben, gehst du dir einen Leica holen und hast keinen Autofokus. Und dann fragen die Leute, also das ist eine eigene Folge oder ein eigenes Video wert, aber vielleicht sind Leute, die zuhören, schon mal in der Situation gewesen, dass sie wie gar nicht haben gewusst, was sie jetzt machen wollen, wenn sie einfach die Kamera mitnehmen. Oder ich habe schon mal Follower gehabt, die gesagt haben, hey, nimm die Kamera gar nicht mit, ich weiss gar nicht, was ich jetzt fotografieren mit der Kamera. Weil einfach so, ja, ich habe die Kamera dabei, ich kann einfach ein bisschen knipsen und ich habe irgendwie 16 bis 50 mm Zoom, Fuji X-T5 oder so. Und irgendwann kommst du auf die Idee, dass du die wie künstlich einschränken kannst. Das heisst, du hast nur noch 35 mm Festbrennweite. Du hast vielleicht einen APS-C-Sensor, ob du schon ein Vollformat hast. Du hast nicht die Serienbildgeschwindigkeit. Einfach, du schränkst dich ein. Und im Endeffekt ist kein Autofokus mehr zu haben. Ziemlich eine markante Einschränkung, die du dir kannst auferlegen kannst, wo du einfach ganz anders mit der Fotografie dann umgehst. Dann hast du von Leica auch die Q-Serie. Die sind dann halt auch immer noch eigentlich über 5000 Franken, je nachdem, oder Occasion ein bisschen unten dran. Dort hast du eigentlich alles, aber du hast auch 28 mm, du bist fixiert auf das und es sagen auch viel, der Autofokus ist lange nicht dort, wo du halt bei Canon oder Sony bist. Dann würde ich schon sagen, zwischen Q-Serie und X100 kommt auch nicht mehr viel, außer die RX1. X1, gut, die ist nicht mehr in Produktion, die gibt es gar nicht mehr. Okay. Die kannst du nur noch Occasion kaufen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. So eine, ich weiß nicht, wie alt die Kamera ist, 10-jährig jetzt. Echt schon? Also ich habe mal unterdessen schon Videos gesehen, aber gut, dann weiss man auch nie, ob jetzt es einfach nur ist gesehen, dass man Videos machen konnte. Ich habe manchmal auf YouTube das Gefühl, dass viel Content einfach kommt, damit Videos produziert wurden. Andersrum habe ich es bei der RX1 schon gesehen, dass es Leute gegeben, die jetzt die relativ günstig eigentlich haben bekommen. Schon halt nur, weil die X100 nicht verfügbar ist. Du merkst, dass die Leute probieren ausweichen. Gut, es gibt zwei verschiedene Varianten. Es gibt die, ich weiß nicht, 2015 ist sie rausgekommen. RX1R, glaube ich, heisst sie. Also die hat einen 42 Megapixel Sensor. Die ist, glaube ich, irgendwie um die, ich weiß nicht, das letzte Mal, als ich geschaut habe, ist glaube um die 4000 rum. Kannst du ja gerade eine Leica kaufen und dann gibt es noch eine ältere Version, aber ja, ich weiß nicht, ob man die sich unbedingt kaufen will. Ja, ist tatsächlich, ich habe das Datenblatt kurz aufgetan, sie ist tatsächlich bis verfügbar gewesen, bis 2019 und im 2015 rausgekommen mit dem UVP von 4200 €. Und es hat sogar eine RX1R2 gegeben, wahnsinniger Name. Aber es hat sogar also in dem Fall eine zweite Version gegeben. Und wenn ich die hier auf dem Bild so anschaue, eigentlich ist die cool. Sie sieht mega cool aus, ja. Ja, sie hat auch das typische Sony-Design, ist Vollformat. Also wenn du Sony kannst bedienen kannst du die sofort auch bedienen. Du hast ein 35 mm, ja, ich würde jetzt nicht sagen Pancake, ein bisschen dickeres Pancake, etwa so. Ja. Blende 2. Also im Endeffekt genau das gleiche, was du bei der X100 hast. Natürlich, der X1R sieht nicht vintage-mässig aus wie die X100. Ja, das schon nicht, aber es ist trotzdem eine coole Kamera. Also, absolut. Mit dem auf der Hochzeit erscheinst, du bist gerade irgendwie... Ja, ich mache es zum Beispiel so. Ich habe die GFX im Gurt und jetzt neuerdings habe ich im Moment nicht mehr den Holdfast-Gurt über die Schultern an. Vielleicht mache ich das wieder. Aber im Moment habe ich GFX im Gurt und echt X100 oder Q2 umgehängt am Seil, also über die Schulter oder um den Hals. Und ab und zu lege ich dann die GFX einfach irgendwie in die Tasche zurück oder behalte es im Gurt, weil die fällt nicht auf, wenn du die so unten dran hast. Und wenn dann während der Apero-Phase einfach mit der X100 ein bisschen rumlaufst, dann fällst du so völlig nicht auf. Mit der RX1R glaube ich auch nicht, weil die ist schon sehr klein. Aber wenn du natürlich jetzt
das 35er, das du hast, ist das 35-150? Von Tamron, ja. Also, genau, das ist ja schon... Das ist ein Klepper, ja. Das ist gross. Genau. Also, startet bei Blende 2. Ja, bis 2.8, ja. Genau, also ich finde es ein wahnsinnig spannendes Objektiv, kommen wir vielleicht später noch darauf zurück. Wahnsinnig spannendes Objektiv, aber eben, das ist jetzt etwas, wo, wenn du jetzt mit 35 mm bei einem Apero an einem Event, es muss ja nicht ein Hochzeitszeichen, wo du inkognito fotografieren, du bist immer ein Fotograf. Ja, inkognito ist mit dem nicht. Genau, dafür hast du natürlich jederzeit die Möglichkeit, wenn während dem Apero etwas Cooles passiert, irgendwo ein bisschen weiter weg, voilà, einfach zu suchen. Ja, genau. ich lieb das Objektiv so für die Welt. Einfach so, es ist so unpraktisch zum Mitnehmen, aber Hammer. Aber das sind ja Kompaktkameras, eben ganz das Gegenteil. Sie sind nicht in dem Sinne versatil, aber super zum Mitnehmen, finde ich. Also, ich habe zwar keine, aber was wiegen die? 800 Gramm, 900? Mein Objektiv wiegt mehr. Das ist so. Und dann hast du nochmal 800-900 Gramm dran von der Kamera. Aber weißt du, ich finde das eigentlich mega cooler Themengump, so wenn ich auf den Timer schaue, dass wir vielleicht gleich noch schnell das ganz neue Sigma-Objektiv ansprechen. Und dort wäre ich nämlich mega gespannt über deine Meinung. Weil wenn wir in dieser Folge als erstes schon den lieben Sebastian ansprechen, mit dem habe ich nämlich über das Sigma-Objektiv einmal geschrieben und ich bin jetzt echt mega gespannt, was dort deine Ansicht dazu ist, auch wenn es wirklich noch mega neu ist, ich glaube vorgestern vorgestellt worden. Und zwar ist das auch ziemlich ein Klopper, ich würde jetzt auch behaupten, das geht auch Richtung 1 Kilo. Genau, auch vom Look her glaube ich sehr ähnlich, wie es aussieht. Und es ist ein 28, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ein 28 mm bis 45 mm Blende 1.8 durchgehend. Also wir haben dort die feste 35-150, grösseren Brennweitenbereich, verschlechtert aber die Blende auf 2.8, was aber immer noch sensationell ist für 150 mm. Fährt es aus? Ja, mir fährt aus, ja. Habe schon ein bisschen Staub eingesaugt. Ja, ist nicht so schlimm. Beim 28-45 bin ich nicht sicher, ob es ausfährt. Ich glaube Nein, nicht. Ist intern. Okay. Ja, erzähl. Persönlich finde ich es ein super Konzept. Also, ich bin so wirklich Fan von Festbrennweiten, so für den Look und alles. Aber wenn hast du schon 28 auf 45 1,4, da deckst du fast 24 mm ab, 35 sicher. Hast 1,8 Mensch? Ja, also... Also jetzt beim Zoom, dort ist ja 1,8. Ja. Aber du würdest jetzt in dem Fall, wenn ich dir jetzt würde sagen... Also gut, wir machen es spannender. Ich sage dir, du bekommst ein 50 mm f1.4, das G-Master. Und, gut, muss ja nicht von Sony sein, einfach das 50 mm f1.4 und ein 35 mm f1.4. Oder sagen wir 24 mm. Einfach ein 24er aus 50er oder ein 35er aus 50er. Oder Sigma Zoom von 28 bis 50 mit f1.8. Ist der Unterschied von f1.4 zu f1.8? Du hast nur ein Objektiv, das ist aber viel schwerer. Du hast diesen Weg 2 Objektive, musst wechseln, kannst aber noch eins daheim lassen. Das ist, glaube ich, noch echt eine schwierige Entscheidung. Ich würde das jetzt so aufteilen. Wenn ich jetzt ein Video machen würde, dann würde ich natürlich auf die Festbrennweite gehen, ganz klar. Okay. Weil die sind meistens, jetzt haben wir jetzt nicht bei Sony geschaut, aber meistens sind sie gut für Focus Breathing korrigiert. Also das super Video hast meistens zu wenig Licht. Ja, dann ist 1,4 oder wenn du sogar auf 1,2 gehst, nimmst du das am besten, aber Foto, je nachdem was du machst, also wenn du nicht gerade nur Party machst, wenn du jetzt Event machst und so und einfach nicht die ganze Zeit das Objektiv wechseln, da könnte ich mir super vorstellen, zum Beispiel eben das 28 zu 45 und dann noch das Tamron zu nehmen, da hast du alles abdeckt damit. Trotz dessen, dass an einem Event tendenziell länger rumlaufst, mehr Gewicht also länger auf dem Körperbereich drauf rumdrehst. Gut, schlussendlich hast du genau gleich viel Gewicht, wenn du nachher 2 Objektive mittragen und dann hast du immer noch das Problem vom Staub, das du nachher hast, wenn du das Objektiv musst wechseln.
Das ist ein gutes Argument. Ist ja Sony bekannt dafür, dass sie ein bisschen Staubfänger am Sensor haben, wenn nicht gerade die neueste hast. Ja. Ja, ich finde es interessant. Ich habe jetzt ein paar Reviews davon geschaut, die sind ein bisschen widersprüchlich teilweise. Die einen sagen, es ist ein hammerscharfes Objektiv, besser wie die Festbrennweite teilweise. Zum Beispiel Gerald hat das zum Beispiel jetzt so gesagt. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, ist jetzt nicht so gut wie die Art Primes. Aber ich weiß nicht, teilweise ist es ein echter Kompromiss wert. Also das 35-150 ist jetzt auch nicht das schärfste Objektiv, was es da gibt. Aber gut, da muss ich immer wieder rausnehmen, bei der Schärfe triggert man mich eigentlich nicht so, weil klar, ein Objektiv muss eine gewisse Schärfe haben, aber ob jetzt ein Objektiv bis in den Rand raus scharf ist oder nicht, das ist nicht mein Hauptkaufargument. Was man sicher muss in den Topf werfen ist, es ist 500-600 Franken günstiger, als wenn ich mir ein 35er und ein 50er Sony GM hole. Wenn ich mir ein Sigma 35 und 50 hole, dann bin ich ein bisschen günstiger, aber ich schlage es 28,45 nicht. Hinsichtlich Timer, und ja, ich weiss, es ist ein bisschen speziell, dass wir den Timer erwähnen, aber es ist für uns sehr wichtig, dass wir eigentlich nicht allzu lang werden und dass das ein bisschen im Rahmen bleibt von der Folge, die wir mal hören. Habe ich so ein bisschen zu dem 28,45 aber eine abschliessende Frage, die für mich, glaube ich, das Killerkriterium ist, dass ich es nicht würde. Also ich würde es testen, ich würde es mal ausprobieren, einfach, dass ich mir wirklich die Meinung entsprechend bilden kann. Vielleicht können wir das irgendwie nachholen, vielleicht bei diesem Produkt. Aber ich habe eine Befürchtung. Wenn ich gerne 35 mm nutze und ich habe ein Objektiv von 28 bis 45 habe, das heisst, ich habe meine 50 mm nicht. Und ich habe 28 ist nicht schlecht, ist cool, ist aber auch nicht 24 und ich habe meine 35 mm muss ich dann gerne suchen. Also sprich, wenn es einklippen, es gibt von Leica so ein, ich weiss gar nicht, wie es heisst, Trio irgendetwas, Elmar, Tri-Elmar glaube ich heisst, das klippt so ein bei unterschiedlichen Brennweiten. Und wenn jetzt aber, ja, du bist jetzt jemand, der sagt, ich will jetzt 35 mm, du suchst doch gerne die Brennweite 35 und du hast ja 28 bis 45. Gut, schlussendlich suchst du noch das, was am besten aussieht, finde ich. Du meinst, die Herangehensweise wäre entsprechend. Das heisst, du kommst her und zoomst und... Also ich habe jetzt mit meinem, zum Beispiel mit dem 35er, 150er habe ich auch schon ein paar Fotoshootings gemacht und ich bin jetzt nicht suchen, ja, wo ist jetzt 85 mm, ich bin jetzt einfach schauen, was sieht am besten für Bildwirkung aus. Also ich finde, das muss man nachher so anschauen. Du zoomst... Okay. Weil du... Erstens mal, du hast einen anderen Look, den du nachher mit dem Zoom kannst erreichen, Tiefe und Schärfe, Compression, wo du alles hast. Das ist dann schon noch ein bisschen, wenn du das mit dem Objektivwechsel machen musst, dann ist das nachher, du vergisst es gerade, wie das andere Objektiv aussieht, bis du das Objektiv gewechselt hast. Ja, das ist ein Argument. Ich bin noch gerne der mich mit der Brennweite fix einstellt, aber weil ich auch primär mit Festbrennweiten arbeite. Und dann nehme ich die Brennweite und dann bewege ich mich dann von mir her mit den Füßen in die Richtung, wo ich es möchte haben, dass ich echt die 35 mm habe. Aber es sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze. Keiner davon ist schlechter. Und vielleicht müssen wir wirklich mal schauen, ob wir so ein Objektiv organisieren können. Und dann testen wir es beide und dann treffen wir uns wieder hier und dann können wir dann mal eine Folge über das Objektiv alleine machen. Das wäre echt gar nicht so eine schlechte Idee. Der Timer hat vorhin gepiepst. Das heisst, sicherheitshalber, bevor die Videostreams abstellen, machen wir mal eine Pause, würde ich sagen. Ja, machen wir jetzt das. Jetzt dünkt so als erste Aufzeichnung. Ich finde es eigentlich gut, ja. Super. Dann würde ich sagen, fahren wir doch weiter im nächsten. Und dann sehen wir uns wieder. Und dann sage ich dir merci vielmals für deine Zeit. Danke dir auch, ja. Bis zum nächsten Video, ja.